Moin. Merci, dass ihr Astrid Lulling TV im Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlauschtern. Die letzte Woche habe ich euch informiert über die viel diskutierte Richtlinie vom Europaparlament und vom Ministerrat für Leute, die illegal bei uns abwandern, an ihr Land zurückzuschicken. Es ist gut, dass wir endlich so gemeinsam Regeln an allen EU-Ländern kriegen, für die illegale Abwanderung zu verhindern und zu bekämpfen. Zu Lützeburg wurde den Herr Kollwelter von der AStI gemengt, misst von einer Sendung bei RTL, die Carte Blanche ist, profitieren, für die Lützeburger Europadeputierten, die für die vernünftige Richtlinie gestimmt haben, und das spaut Madame Poll vor allem nicht selber, für die durch den Dreck zu ziehen. Und hat denen, die zu der Minorität gehören, die diesen Text nicht gestimmt haben, merci gesagt, dass sie nicht, ich zitiere, am Mainstream von der schleichenden Xenophobie ginge matschwammen. Xenophobie, das heißt ja bekanntlich Ausländerfeindlichkeit oder Fremdenhass. Das ist ein starkes Stück, dass diesen Herr die Kühle hat, Ausländerfeindlichkeit anzuhängen. Weil wir zusammen mit dieser Regierung, aber mit einer großen Majorität von den Europadeputierten aus allen politischen Fraktionen, außer die Grünen und die Kommunisten, für diesen vernünftigen Text gestimmt haben. Wir waren zu 369 dafür, es waren der 167 dagegen an der Endaufstimmung, dass wir an Europa endlich gerecht Regeln kriegen, für gezielt gegen die illegale Abwanderung vorzugehen, mit der wir auch zu Lützeburg geplot sind. Wat mehr lax mit den Illegalen umgehen, wat man den Schlepper, die sie an die EU raschleisen, mehr an den spielen. Mehr sie für Legalabwanderung. Und wir brauchen immer mehr Leute, die wir bei uns abholen, für bei uns zu schaffen. Weil es nun einmal immer Männer Europäer gibt. Die Europäer kriegen nicht mehr genug Kanner. Wer das nicht verstehen will, die lest gerade denen Leute, die wir legal bei uns abholen wollen, einen ganz schlechten Dienst. Es sind gerade Leute wie diesen Herr, die illegal auch nach abstöppeln, nicht heimzugehen, die eng schleichend Xenophobie bei denen Leute heim provozieren, die es mitsehen, dass hier Sicherheit und hier Lebensqualität durch massiv illegal Ausländer immer mehr barer geht. Außerdem kostet es so viel Steuersuchen, die wir abbringen müssen, für mit dem Phänomen fertig zu gehen. Lo aber zu einem anderen Thema. Den Ausschuss für Wirtschaft und Währung vom Europäischen Parlament, an dem ich Member bin, hat den 25. Juni zu Brüssel über einen Bericht aufgestimmt, betreffend eine koordinierte Strategie für die Bekämpfung von Steuerbetrug zu verbessern. Es wird geschätzt, dass 200 bis 250 Milliarden Euro besonders Mehrwertsteuern an Akzisen nicht bezahlt gehen. Den TVA-Betrug als besonders gravierend am Binnenmarkt. Es handelt sich dabei von allem das, was ein Karussellbetrug nennt. Da geht es besonders schlauer, die wurden Affären, die von der TVA exemptiert sind, die dann aber TVA bei uns kassieren, wenn sie die Ware weiterverkaufen, die aber das Geld, was sie da kassieren und TVA, nicht an die Steuerverwaltung überweisen, mehr an ihr eigen Tasche stechen.
Das Karussell dreht sich weiter, von den Waren importiert und exportiert gehen. Es handelt sich einen bewussten Missbrauch vom System durch kriminelle Gruppen. Besonders verbreitet als der Betrug mit hochwertigen Waren, die aber nicht viel weihen, zum Beispiel Mobiltelefon. Bislo als nach kein System gefunden, für diesen Steuerbetrug wirksam zu bekämpfen. Das wollen wir aber alle gut. Dafür hat das Europäische Parlament auch einen Initiativbericht gemacht, für das mal Neil mit Cap soll gemacht werden, für diesen Schlaumeier Handwerk zu lehren. Wir sind uns aber bewusst, dass das nicht so einfach ist. Allerdings gibt es Modelle, aber die nationalen Steuerverwaltungen müssen all mitspielen, und der politische Willen muss auch da sein, für so Modelle umzuholen und durchzuführen. Ich habe denselben Tag, wo wir über diesen Bericht aufgestimmt haben zu Brüssel, morgens mehr Dauer und einem Petit Déjeuner Debat teilgeholt, wo eine Organisation, die RT Watt heißt, Watt für Mehrwertsteuer, wo die als ein elektronisches Modell vorgestellt haben, den Erheben von der TVA besonders für die kleinen Mittelbetriebe mehr einfach und Frot praktisch unmöglich ging machen, weil das so geht, dass TVA direkt und Steuerverwaltung geht. Bei denen, die als dieses Modell vorgestellt haben, war auch mal Lützeburger, der Professor Alain Steichen von der Uni Lützeburg, den ich froh war, da kennenzulernen. Aber über was ich heute in diesem Zusammenhang aber besonders informieren wollte, dass eine Partydeputierten diesen Bericht missbrauchen wollten, für die Abhebung von Bankgeheimnissen zu verlangen. Und da zusammen mit der Aufschaffung von dem provisorischen System von der Quellensteuer, die wir ja aufgrund von der Direktive über die Fiskalität de l'Épargne auch zu Lützeburg 2005 angefordert haben. Wir bezahlen ja 10% Quellensteuer auf allen Zinserträgen von unseren bespurten Suen, die die Bank direkt auffällt, an eine Steuerverwaltung überweist. Dieses System, das wir zu Lützeburg und noch an der Belgien und an Österreich gewählt haben, als vielen daran machen. Sie hätten am liebsten sofort noch gestern eine Reform von dieser Direktive. Sie wollen sie nicht nehmen auf Zinserträge, aber auch auf andere Sorten von Geldanlagen ausdehnen, auch auf juristische Personen, auf Stiftungen, Treuhandgesellschaften, Trusten. Sie wollen sie ausdehnen auf Kapitalgewinner, Dividenden, und auf das bezahlen sogar für Versicherungen und für Pensionsfonds. Ich muss ja sagen, zu Singapur, zu Macau und zu Hongkong, da gingen sie sich aber die Fangere lecken, weil wir in Europa so dumm wären, das zu machen. Da gingen recht viele Europäer mit ihren Spuren an Asien auswandern, nicht für keine Steuern zu bezahlen, aber für eine regelrechte Konfiskation von ihrem gespurten Geld zu entgehen. Weil besonders den Antrag Lomis Bankgeheimnis, was schon die Privatsphäre von den Leuten schützt, abgehoben ging, weil so ein Antrag eine Majorität kriegt bei einer Aufstimmung an der Kommission Ökonomik und Monetär, du nicht, mit vielen Kollegen noch aus der liberalen Fraktion, gegen diesen Bericht gestimmt, den du, Gott sei Dank, insgesamt aufgelehnt auf. Das heißt, dass es den Lohn nicht gibt. Da das schuld, was TVA-froh du geht, aber gut, dass es lo des übertriebene Forderungen am Zusammenhang mit der Zinsbesteuerungsdirektive nicht gibt. Muss sehen, bei so Berichten am Europaparlament
wirklich Fuß an Hus zugleich sind, weil immer get probiert, mit Änderungsanträgen dem Parlament Forderungen inner zu jubeln, die mit der Materie vom Bericht eigentlich direkt nichts zu dienen haben. Lo hummer zwar eng Schlucht gewonnen, aber nach net de Krieg. Ich sie gespannt, wie es lo weitergeht, aber die sich abfallen lassen, die das Schlucht verloren haben, dat sie besonders Kommunisten, die Grünen und Sozialisten. Merci, dass ihr mir noch gelauscht habt, bis nächste Woche.